Zaubermaus, schau die Welt. Zaubermaus, der Wald, die Wolken, die Berge, die Sonne. Ist das nicht schön? Ja, vom Hügel schau ins Land ist es schon schön. Aber wenn du unten bist und aus der Nähe schaust, ist es furchtbar. Bist du immer noch so traurig? Nein, nicht mehr so ganz. Und warum bist du so traurig gewesen? Ja, weil das Leben furchtbar ist. Jawohl, absolut furchtbar und sonst nichts. Ist doch gar nicht wahr, Zaubermaus. Schau, jetzt geht gerade die Sonne unter. Nein, die Farben und die Wolken, die rot kommen. Und da sieht man gerade das Ross in den Wolken und eine Kutsche dran. Siehst du die Kutsche und den fliegenden Bär? Ja, und dort den Wolf mit dem riesigen, aufgerissenen Maul und dort den bösen Drachen und dort 3 Mäuse. Die sehen aus wie die Flora, der Dong, Bebe. Und vermutlich ist auch der Himmel furchtbar. Hey, was ist denn dir über das Leberli gekrochen? Es sind alle gemein. Dami, Bebe, Citra, die Dong, die Flora. Ja, und die anderen 19. 18. Also gut 18. Und Mama hat auch gesagt, sie hätte jetzt keine Zeit. Und der Papa? Der ist auf einer Geschäftsreise. Aha. Er besucht irgendwo so eine Getreidemühle und dort hat es Müs, wo mit Weizen handelt. Und wenn er zurückkommt von so einer Geschäftsreise, dann ist er meistens so komisch. Besoffen, gell? Mhm. Und warum bist du nicht zu mir gekommen? Du bist ja nie gsi, hat ich gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und dann habe ich es aufgegeben. Ja, und dann? Dann wollte ich sterben. Ja, was? Ja. Dann habe ich dir den Brief geschrieben. Da, lies. Lieber Marzipan, ich gehe jetzt und komme nie mehr zurück. Alle sind gemein zu mir, mich mag niemand. Meine Geschwister, die sind fies, meine Mama hat keine Zeit, mein Papa ist weg und dich finde ich auch nicht. Wenn ich dann nicht mehr da bin, werdet ihr es dann schon merken. Ich gehe jetzt, ciao miteinander, Zaubermaus. Das ist ja Himmel, Erde, traurig. Und dann? Und dann bin ich zum Bauernhof runter. Ja, und was hast du denn dort gemacht? Ich habe Katz gesucht. Katz hast du gesucht? Ja, ich habe ihr gesagt, Katz frisst mich auf. Um Himmels gütiger Wille. Ja, und was hat denn Katz gesagt? Sie hat nicht wollen. Sie hat jetzt gerade zu Mittag gehabt, hat sie gesagt, und sie möge keine Maus. So einen schmalen Wurf für mich schon gar nicht. Ich soll am Abend noch mal kommen. Vielleicht hat sie dann wieder Hunger. Zum Glück, du. Nicht einmal die Katze hat mich wollen. Ich bin noch viel trauriger geworden, als was ich schon war. Ja, und dann, Zaubermaus, das ist ja furchtbar. Siehst du, ich habe es ja gesagt, dass es furchtbar ist. Ja, mach weiter. Was ist denn passiert? Ja, und dann habe ich mir gesagt, wenn mich die Katze nicht will, dann gehe ich halt zu den Ameisen. Aber nicht zu den Ameisen. Doch, zu den Ameisen. Ich bin her und einfach in den Ameisenhaufen hineingelegen und habe gesagt, da, ihr könnt mich haben. Schrecklich, schrecklich. Ja, und dann? Die Ameisen sind gekommen und haben mich angefangen zu krützeln. Unter den Armen und am Schnauz und überall. Und ich musste anfangen zu lachen, dass ich fast gestorben wäre vor Lachen. Es ist ja grauenhaft. Ja, und ich habe so Bauchweh bekommen vom Lachen, dass ich wieder vom Ameisenhügel runter. Zum Glück, aber zum grossen Glück. Ja, aber ich war noch viel trauriger als vorher. Nicht einmal die Ameisen haben mich wollen. Ja, und dann? Was ist denn dann passiert? bin ich so traurig, dass ich nicht mehr gewusst habe, was traurig überhaupt ist. Und darum bin ich dann unter die grossen Eichen schlafen. Gut. Sehr gut. Schlafen ist in so einem Fall immer das Beste. Ja, und ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt einschlafen tue und einfach nicht mehr verwache. Aha. Und meinst du, das wäre gegangen? Ja, sicher. Ich wäre einfach eingeschlafen und dann hätte ich einfach weitergeschlafen und weitergeschlafen und weitergeschlafen. Ja, zum Glück ist es anders gekommen, als wäre ich jetzt nicht mehr da. Stell dir vor, Zaubermaus, wenn du einfach geschlafen hättest und weiter geschlafen und weiter geschlafen. Ist ja nicht gegangen. Ich bin ja gar nicht dazugekommen. Kaum bin ich eingeschlafen gsi, da höre ich jemanden, der schreit, als ob er am Messer stecken würde. Hilfe! Hilfe, nicht mich!
ich bin ja noch jung und schön. Das bin ich gsi. Ja, das ist der Marzipan, habe ich gesagt. Also zuerst bin ich aufgewacht, gell? Und dann habe ich mir gesagt, das muss der Marzipan sein. Ich kenne sonst keinen, der so mögen kann wie der. Ich habe ja gemeint, das letzte Stündchen hätte ich geschlagen. Ja, und dann bin ich halt unter der Reiche gekommen und habe gesehen, wie dich die Amsel auffressen. Sie hat mich schon gepackt und ich wollte davon kriechen, aber es ist nicht mehr gegangen. Ja, und da bin ich dir halt zu Hilfe gekommen. Zum Glück hat es am Waldrand gerade verblühte Säublumen gehabt, mit so etwa 1000 Schirmchen drauf. Und die habe ich genommen, so schnell ich konnte, aber nur so schnell, dass die Säumli noch alle drauf geblieben sind. Und dann bin ich zur Amsel gezäpft und habe ihr die Säublumenschirmli ins Gesicht hineingeblasen. Und die hat angefangen zu husten und nüssen und sirachen und rumflattern, als ob du einen Sack Flöhe über ihn ausgeleert hättest. Ja, und dann hat sie mich natürlich loslassen. Bist rot wie ein Radiesli vor Angst und Schreien. Ja, ist ja kein Wunder. Die elende Amsel hat mir ja fast meinen Schwanz abgebissen. Und wenn du nicht gekommen wärst, hätte mich das Monster verschluckt. Ja, aber wo's mir Hunde-elend miserabel war, bist nie noch mehr gsi. Hast halt nicht gerufen. Ja, muss man dann immer brüllen und schreien, bis jemand merkt, dass es einem schlecht geht. Vielleicht schon ein bisschen, Zaubermaus. Aber geht's dir jetzt ein bisschen besser? Ja. Du hast mir hier auf den Hügel lang geschleppt. Und hast mir die Wolken gezeigt, die Berge, Sonnenuntergang und alles. Ja, und es ist noch lange nicht fertig. Schau, jetzt verschwindet die Sonne gerade hinter dem Berg. Und morgen kommt sie da hinter uns wieder rauf. Und das ist eine gute Sache. Und nachher gehen wir den Hügel runtertrölen, bis uns so trümmelig ist, dass wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Die Welt ist doch einfach grusig schön. Was soll ich sagen? Am Morgen gibt's Regen, am Mittag gibt's Brot und am Abend, lieb Gott, lieg ich aufs Sofa und fange an schlafen. Und dann am Morgen sind Kummer und Sorgen. Nach etwa 10 Stunden, schwupps, wird verschwunden.